Erde. Symbol für Fruchtbarkeit, Wachstum und Leben. Über dem Etschtal liegt der zur Gemeinde Margreit gehörende Ortsteil Unterfennberg. Hier steht seit Jahrhunderten der Hof Unternberg. Alexandra Schweigl und Peter Pottolotti betreiben hier zusammen mit freiwilligen Helfern eine Biolandwirtschaft. Maschinen sind auf den eher kargen Böden nicht die erste Wahl. Es muss viel von Hand erledigt werden. Ihr macht es immer mit dem Esel, oder? Der Vorteil für uns ist, dass es regelmäßiger wird, wegen der Hangneigung. Und mit dem Esel können wir ein bisschen genauer oder besser die Fläche nutzen. So. Und macht den Boden nicht so wie eine Maschine, oder wahrscheinlich? Genau. Man kann auch bei feuchterer Witterung weniger Schäden machen, weil oft ist man halt gezwungen, auch bei nassen Wetter was zu machen, weil die Arbeit zwingt das halt. Und weil wir eine ziemlich inhomogene Bodenbeschaffenheit haben, in manchen Zonen ist es zu feucht, in manchen zu trocken meistens. Und wenn es zu feucht ist mit dem Traktor, musst du vielleicht den ganzen Acker zurücklassen, weil es in einem Eck zu feucht ist. Mit dem Esel kann man trotzdem was machen, weil der sein 400-500 Kilo auf 4 Punkte aufgeteilt ist nicht viel Gewicht im Vergleich zu einem Traktor, weil auch das Rollen vom Rad drückt eigentlich kontinuierlich durch die ganze Länge durch. Und das ist wie eine Person, ich meine, der Esel geht und macht punktuell ganz kleine Verdichtungen, was eigentlich die Natur selber wieder beheben kann. Nicht? Aber ihr seid eingespielt aufeinander, oder? Der Alexandra und du, das merkt man schon. Und der Fritz. Und der Fritz, ja. Das ist eigentlich schon toll. Ich sage halt, künstliche Intelligenz ist das nicht, das ist sicher ganz etwas anderes, aber es hilft dann und es ist verblüffend zu sehen, wie eigentlich die Tiere mitspielen können, in solchen Fällen auch sehr gut mitspielen können und mithelfen können und sie tun es eigentlich in der Regel gerne, nicht, wenn man jetzt nicht zu viel verlangt von den Tieren. Nicht. Erde ist von den 4 Elementen das einzig Greifbare. Die anderen sind flüchtig. Sie gibt uns Nahrung, aber auch Halt und Stabilität. Wenn ich hier herum Biolandwirtschaft betreibe, dann habe ich halt vielleicht mein Gewissen ein bisschen beruhigt, dass ich da halt irgendwie vielleicht weniger Verschmutzung habe oder ein bisschen weniger Einfluss. Okay. Die Biosphäre ist sicher intakt. Oder? Ja. Der Unterschied ist, das Klima ist karger, die Saison ist kürzer, man darf nichts versäumen, sonst ist es zu spät. Aber halt die Frische im Sommer gibt uns halt auch wieder gute Qualität für Kohlpflanzen und so, logisch. Für wärmeliebende Pflanzen ist es halt ein bisschen frisch. Tomaten geht gerade, aber im August die ersten, kurz drauf die letzten. Aber ansonsten die Qualität ist halt schon ganz vom Licht wahrscheinlich beeinflusst. Viel Arbeit und Liebe zum Detail stecken in dem alten Hof oben am Fennberg. Alexandra Schweigl zeigt uns einen Teil des Hauses,
den sie erst vor kurzem fertiggestellt haben.